Leute, wir gehen rein. Kann man so Fußball spielen? Hannah hat einen Vlog gemacht über ihre Journey als Fußballprofi. Und das Ganze hat sich gepiekt bei Battle of the Socials vor 40.000 Millionen Menschen. Let's go. Stell dir vor, du bist vor 30.000 Menschen in einem Fußballstadion. Du selbst spielst für Team YouTube und deine Gegner sind Twitch, TikTok und Instagram. Alle Leute Deine Gegner sind Twitch, TikTok und Instagram. schauen dir zu. Das Problem ist nur, du hast absolut keine Fußballskills. Das ist ein Problem. Aber du kriegst 3 Monate Vorbereitungszeit für diesen Moment. Ich persönlich... Nur 3 Monate Vorbereitungszeit. Das ist viel zu wenig. Das reicht nicht. Nur 3 Monate. Ich stelle es mir jetzt nicht vor, weil genau das habe ich erlebt. Ja, die Digga, wegen TikTok. Das passiert, glaube ich, immer. TikTok ist so trash zum Streamen. Das streamst du? Ne, ich merk's, wenn die Zuschauer runtergehen, dann, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Und es war wirklich so dramatisch für mich, wie es gerade wirkt. Aber bevor ich mir Statements... Ey, Hannah hat actually trainiert. Hannah und ich sind auf den Fußballplatz gegangen. Ich habe ihr den Ball so zugeworfen. Sie hat Innenriss zurückgespielt, Vollriss zurückgespielt. Wir haben wirklich trainiert. Das Problem war nur, wir haben 3 Monate vorher trainiert. Und die letzten 2 Monate vor dem Turnier, vor dem Turnier einfach gar nicht mehr. Digga, ich schwör, ich kann nicht ficken. Zu Battle of the Ich kann nicht reden. Ich bin Schweizer. Haltet einfach euer Maul so. Skip würde ich gerne in dem Moment mitnehmen. In dem Moment, als mein Management mir gesagt hat, dass ich bei Battles of the Social mitspiele. April 2023. Guten Morgen, ich fahre jetzt zum Fitnessstudio des Vertrauens, weil ich brauche noch einen Trainingsplan. Ey, auf das erstmal einen Schluck Gönnerchi-Chat. Weil ich mein's ernst, ich brauche einen guten Gönnerchi. Trainingsplan, gute Meinungen. Ich muss beim Fußballspiel mitspielen. Ja. Kannst du mir einen Trainingsplan machen? Was ist das Wichtigste? Kicken. Fußball spielen. Wie oft in der Fußball spielen. Wichtig ist Fußball spielen. Woche? Ja, so oft wie es halt geht. 3 in der Woche? Ja. Ey, Leute aus Graz sind wirklich anders. Die haben diesen anderen Dialekt. Schaffst du das, dass du den Ball triffst? Und der Ball triffst und spielen. Fußball spielen. Ich würde mir da... Ist das so wichtig für dich? Musst du da gewinnen? Also willst du ein Tor schießen? Oder was bist du für eine Position überhaupt? Das weiß ich noch nicht, aber das Wichtigste ist, dass ich nicht auf der Ersatzbank stand. Musst du da schießen? Ey, no front an alle Leute aus Österreich. Ich mag den Dialekt, aber es ist auch schon sehr, sehr lustig. Kicken einfach. Ich bin bereit fürs erste Training. Mein Bruder kommt gleich vorbei, weil der ist schon Trainer. Der trainiert normalerweise 2 Kinder. Aber das macht jetzt auch nicht mehr den großen Unterschied. Aber das ist ja das Gleiche, oder? Heute machen wir mal ein leichtes Aufwärmen. Nachher werden wir in ein bisschen Ballübungen übergehen. Und zum Abschluss werden wir ein Torschusstraining machen. Einfach so alleine auf dem Platz am Trainieren. Mit 22 Jahren. Aber ist geil, dass sie es gemacht hat, actually. Mir wäre es ein bisschen unangenehm gewesen, aber I appreciate the effort. Guck, da bin ich. Hier, schöner Schuss. Hier, Innenriss zurückgespielt. Hier auch, Innenriss zurückgespielt. Hat echt gut funktioniert zum Schluss. Das erste Training ist vorbei. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl und ihr müsst wissen, es ist mir verdammt wichtig, dass das Ganze gut läuft. Deswegen werde ich alles geben jetzt die nächsten Tage. Ich bin extrem motiviert. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so Motivation gehabt habe. Und das einfach, weil ich den Schmerz auf der Ersatzbank nicht mehr fühlen möchte. Und es hört jetzt alles so ein bisschen sarkastisch an, aber ich meine es zu 100% ernst. Das ist wirklich traurig. Ey, Hannah hat wirklich oft darüber geredet, dass sie das so abgefuckt hat, dass sie nicht gespielt hat und so, ne? Kann ich aber auch verstehen. Das Ding ist halt bei diesen Turnieren, bei diesen Influencer-Turnieren, das wird immer angekündigt mit, ja, das ist Spaß und da muss man nicht Fußball spielen können. Und dann sind die Leute dort, checken, ey, Digga, da gucken jetzt im Stream 150.000 Leute zu, im Stadion sind 30.000 Menschen, jetzt will ich abliefern. Und dann sind alle plötzlich im Tryhard-Mode. Und plötzlich können alle auch irgendwie Fußball spielen, alle, die vorher gesagt haben, ey, Digga, ich kann nicht Fußball spielen, außer Inscope, weil der kann wirklich nicht Fußball spielen. Können alle Fußball spielen und dann jetzt ein komplettes Tryhard-Dingsbums. Ja, ist halt irgendwie immer so. Männer, ne? Männer. Ja, ein bisschen schon. Aber nur durch diesen Schmerz habe ich überhaupt die Disziplin und die Motivation sammeln können, um hart zu trainieren. Zumindest für 1 Monat lang. Die letzten 2 Monate war der Schmerz irgendwie nicht mehr so groß und dadurch auch nicht die Motivation. Hat ein bisschen nachlassen. Es tut mir leid. Da haben wir gar nicht mehr trainiert. Aber man muss auch sagen, wir waren nur unterwegs, wir waren nur auf Festivals. Wir haben vielleicht ein bisschen viel gesoffen, aber ich distanziere mich von Alkohol. Und deswegen war bei Bots am Spieltag eine Sache für mich klar. Heute wird's hart, heute wird's hart, heute wird's hart. Und bevor es dann hart worden ist, haben wir uns so vorbereitet, wie das echte Fußballprofis ebenso machen.
Guck mal, wie gepudert ich bin. Hey, Digga, Bro, Hanna, wieso hast du das gefilmt? Das darf die Welt nicht sehen. Ich habe mich pudern lassen, weil es war sehr, sehr warm und meine Haut hat geglänzt. Ist es unangenehm, Chat? Sag mal ganz ehrlich. Ja. Wenn es eine Maske hat, wieso nicht nutzen, Digga? Das ist dein Freund? Ist unangenehm. Ja, okay, scheiß drauf. Also Business. Ah, okay, aber das, was du gerade erzählt hast. Ich habe nichts erzählt. Ich habe einen Zopf gekriegt. Oh, wow. Der ist doch Mit Haaren. über einen Zopfgummi. Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Das ist so crazy, wie das passiert ist. Es geht nicht einmal los und die Stimmung ist schon so gut. Und das Beste an der ganzen Sache, Marc Eggers ist auch da. Ich bin auch da. Wo spielst du? Welche Position? Ich sollte gerade ein Team zusammenstellen, habe ich dich mit reingenommen. Nein! Ja. Ja, wirklich. Aufregung noch größer geworden? Ja. Dieser Mann hier ist eine Legende, das ist MM Pascal. Der ist Fotograf von 187, hat Snoop Dogg fotografiert. Crazy Dude, Digga, wirklich. Auch sehr, sehr sympathisch in echt. Noch größer geworden? Ja. Also es ist jetzt doch ernster als erwartet, aber ist egal. Jetzt ziehen wir mal um und vielleicht schaffe ich es von der Ersatzbank runter. Du wirst schon schaffen. Mir ist egal, es ist so auch schon geil. Ich muss jetzt gar nicht mehr, also vielleicht bin ich jetzt auch nervös geworden, ich muss jetzt gar nicht mehr unbedingt spielen. Ey, der war Trainer von Schalke 04, glaube ich. Wisst ihr, wie der heißt? Kennt man den, wenn man sich so für Fußball interessiert? Und der war echt crazy. Der wusste ganz genau, mit welcher Ansage man das Team so motivieren kann. Jetzt können die Wechselpartner bestimmt, das heißt, das ist mein Moment. Manuel Baum, alle wissen es einfach. Manuel Baum. Bisherige Trainerstation FC Schalke 04. Von 2020 bis 2020 war der nicht länger als ein Jahr bei Schalke 04. Der ist jetzt bei RB Leipzig Leiter der Nachwuchsabteilung. Der war bei Schalke 2 Jahre, ein Jahr war der dort. Ne, 11 Spiele, Digga. Ah, chillig, Digga. 11 Spiele, da haben sie ihn wieder geschmissen. Aber sehr, sehr sympathischer Dude, hat's echt gut gemacht. Mach aktiv, bitte. Schreib irgendwie Flügel. Hanna wusste nicht mal, was die Flügelposition ist und hat dann rausgefunden, Digga, ich muss ja rennen auf dieser Position. Ich sag dir so, Hanna auf dem Flügel, das wird sehr wild. Du bist einfach am Arsch, du bist die Person, die am meisten rennt. Auf der Seite, nach vorne und nach hinten. Ja. Easy. Wir brauchen nur einen Teamjubel und das wird der anscheinend. Und Sascha, ja genau. Es geht jetzt um die Einlaufsequenz. Die startet dann gleich um 12. Um 12 müssen wir alle vorne im Mixraum sein. Ja? Yo, crazy transition, holy shit. Ich kann mit Daumen rudern. Tor! 1:0. Ich wollte so werden. Wir sind 3:1. Tor! Yes! Wer hätte es gedacht? Niemand! Absolut niemand! Geil! Welche Position hast du? Wie ich gespielt habe. Ich glaube, Hanna hat 2 Minuten gespielt. War das nach der Pause? Das war direkt nach der Pause, hat Hanna gespielt. Okay, guckt euch das an. Ausgeführt von Bilo auf Sydney. Hier, Torhüter schmeißt den Ball weg. Geht rüber zu Hanna. Sie kann den Ball nicht annehmen. Und da kommt Jan Stemmler. Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Aber heftig aus dem Tor. Sid hat sich, glaube ich, was getan nach der mutigen Aktion. Ihr müsst euch vorstellen, für diesen Ballkontakt, das, was ihr da gerade gesehen habt, für den Moment habe ich so trainiert. Und danach war ich gebrochen. Aber nicht deswegen. Ich bin gebrochen. Ich bin sehr gebrochen. Ich war gerade richtig hyped, wenn wir im Finale sind. Ich glaube, Hanna war wirklich 2 Minuten auf dem Feld, dann hat sie sich auswechseln lassen. Sie hat gesagt, Digga, ich muss raus, ich check nicht, wo stehen. Aber kann ich verstehen, wenn du nicht so oft Fußball gespielt hast. Ich glaube, das Schwere beim Fußball, gerade im Spiel, ist wissen, so wo du so stehen musst oder welche Position du hast. Und wenn du halt keinen Fußball guckst und nicht spielst, Digga, dann weißt du halt nicht, wo stehen. Und unser Trainer hat gesagt, dass ich gut gespielt habe. Und ich bin so gefreut. Habe ich das Adi erzählt? Anscheinend sagt er das zu jedem. Er kann ja nicht zu jemandem sagen. Gut gespielt. Oh. Aber du hast auch wirklich gut gespielt. Danke. Das war eine Lüge. Die Zwischenshow von Agu hat mir dann wieder ein bisschen glücklich gemacht, aber danach gab es wieder schlechte Nachrichten. Wir sind am Verlieren. Aber nicht bei der Aftershow-Party. 2:0 wie anders. Ja, das Finale. Übers Finale. Hey Digga, Team TikTok war einfach krass. Die waren spielerisch überlegen und vor allem Ausdauer. Unser Team hatte einfach keine Ausdauer mehr. Ich sag mal so, Knossi ist jetzt nicht so der bekannteste für Ausdauer, aber dafür haben wir wirklich, ich schwöre, wir haben die Aftershow-Party 100% gewonnen. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so genau reden. Ja, wir haben
verspielt. 2. Platz, wirklich besser als erwartet. Gratulation an Team TikTok. Das hat da wirklich gar keiner erwartet. Und jetzt einmal komplett... Digga, das Ding ist halt, irgendwie hat jeder so Team TikTok gehasst. Ich weiß auch nicht, wieso Hannah und ich Team YouTube gespielt haben. Ich weiß es nicht. Weil wir beide YouTube machen, könnte sein. Aber die Main-Plattform oder die größte Plattform ist halt immer noch TikTok. Aber wir haben bei YouTube gespielt, was eigentlich voll geil war. Hätten im Nachhinein bei TikTok spielen müssen, weil die gewonnen haben. Aber ja, was will man machen? Der Real Talk. Ich bin wirklich zufrieden mit meiner Leistung. Ja, Twitch hätte früher gewinnen sollen, aber ich glaube, Eli konnte halt nicht so viele gute Spieler mitnehmen. Ist ja nicht ein Eli Cup oder so. Da waren halt actually viele Influencer dabei und die Twitch-Streamer sind jetzt auch nicht bekannt dafür, richtig sportlich zu sein. Na, weil ich hab mir noch 5 Minuten aufs Feld traut und kurz davor war ich wirklich so, na okay, vielleicht lasse ich es doch lieber, weil ich will nicht, dass mein Team wegen mir verliert. Die waren aber alle sehr, sehr nett und haben mich spielen lassen, deswegen war dann kurz drauf. Und das waren meine letzten Worte. Das war Battle of the Social 2023. Wir haben absolut nicht gewonnen, aber ich danke trotzdem jedem, der mich durch diese steinige Zeit begleitet hat. Zum Beispiel du, Adi. Hey, bitte. Ich habe ein halbes Jahr, ich habe 3 Monate lang trainiert, dafür, dass ich jetzt 5 Minuten gespielt habe. Das hat sich komplett ausgezahlt. Weil die Stimmung war Hey, Hannah. geil. Erzähl mir mehr. Colgate Max White Ultra wirkt auch Geiles Video. Grüße gehen raus an Hannah. Guckt vorbei. Und beim nächsten Fußballturnier werden wir gewinnen. Ich call es jetzt rein.